Ja, dann kannst du dich ja fragen, wie das denn so ist, wo man im Boden leben tut. Ja, was ist das Leben im Boden? Wie fühlt sich das so an, wenn man sich das vorstellt? Ich glaube, schwer sich vorzustellen. Also erstens einmal ist Boden ja extrem 3D strukturiert, sagen wir mal so. Also ich meine, jeder Lebensraum ist ja 3D, klar. Wir leben ja nicht auf einem Stück Papier. Aber Boden ist halt extrem 3D durchstrukturiert mit Porenräumen, mit unfassbar viel Oberfläche, mit Wasser, mit Atmosphäre, ganz extrem gemischt halt einfach in 3 Dimensionen, wie man es eigentlich schon gar nicht irgendwo herkennt. Das heißt, es ist das Erste, es ist ein extrem dreidimensional durchstrukturierter Lebensraum. Das ist schon das Erste. Das Zweite ist, also von ganz oben mal abgesehen, ist zappenduster. Total dunkel, kein Licht. Das heißt, ob da jetzt die Frisur so richtig sitzt oder nicht, das macht gar nichts aus, weil sieht eh keiner. Ja, Boden ist dunkel, das heißt, Aussehen spielt eine ganz untergeordnete Rolle. Und wie läuft dann die Kommunikation ab? Naja, chemisch halt. Ne? Also über Signalstoffe, über Gase und so weiter läuft die Kommunikation ab, über chemische Gradiente. Also ganz anders, wie wir es jetzt sozusagen in der Regel kennen. Eventuellerweise stellt man sich Boden auch ziemlich still vor. Aber vielleicht stimmt das gar nicht. Vielleicht gibt es bestimmte Vibrationen und Geräusche, die Organismen wahrnehmen können. Aber man stellt sich Boden normalerweise auch relativ still vor. Ja, das sind so die Hauptsachen. Und Boden ist natürlich immer feucht. Also die Bodenatmosphäre ist fast immer wassergesättigt. Das heißt, es ist immer 99% oder noch mehr relative Luftfeuchtigkeit. Warum ist das so? Im Boden gibt es keinen Wind. Und ist alles nur Oberfläche, wo halt ein Wasserfilm drüber ist, der so ganz langsam verdunstet tut, weil es halt keinen Wind gibt, wo es wegbläst. Die ist halt immer feucht. Das heißt, immer 99% relative Luftfeuchtigkeit. Das ist ja, wenn man sich das vorstellt, ziemlich interessant. Und dann schon ein Stück kommt es halt auf an, wo du im Boden bist. Ne? Boden hat extreme Gradiente. Es macht einen riesen Unterschied, ob jetzt du 100 Mikrometer weiter in die Richtung bist oder 50 Mikrometer weiter in die andere Richtung. Kann es ganz anders sein. Da kann Sauerstoff da sein oder gar kein Sauerstoff da sein. Tut sich alles verändern. Gradiente sind das wichtige Stichwort. Boden ist halt voller Gradiente, sogar von Gasen innerhalb von ganz wenigen Mikrometer, paar 50 oder so Mikrometer kann sich das entscheidend verändern. Naja, der Lebensraum, wo du bist, da ist halt auch quasi so die Poren, auf die Poren beschränkt, und die Porenräume sind extrem komplex. Das heißt, wenn du Tierle bist zum Beispiel, musst du dich durchbewegen. Das muss sich auch viel wie in einem ganz verrückten Labyrinth. Ja, da musst du durch diese Porenräume da irgendwie durchkriechen. Dann kommt einmal eine Stelle, wo du nicht durchpasst, musst du wieder umdrehen. Also stelle ich mir ziemlich kompliziert vor, wie das ist, wenn du ein Tierle bist und dich da rumbewegen tust. Ja. Und natürlich ein Pilz, so ein lineares Lebewesen, da ist es nämlich wieder ganz anders. Da tust du halt die ganzen verschiedenen Umwelten gleichzeitig sozusagen erfahren und integrieren. Ja, das heißt, wie du den Lebensraum jetzt empfindest, kommt auf an, was bist du Bakterium, hast halt quasi den Punkt um dich herum, den du wahrnehmen tust. Bist du Tierle, kannst rumlaufen und tust halt eher die Porenräume wahrnehmen und was da alles im Weg ist halt. Ne? Und wenn du ein Pilz bist, was ja das Allercoolste ist, wenn man mal ehrlich ist, dann tust halt die verschiedenen Lebensräume und die ganze Umweltgradiente simultan wahrnehmen und über die so drüber integrieren und das alles irgendwie zusammenpuzzeln. Ja, also wie du das wahrnimmst, kommt natürlich darauf an, was du bist.
Na, auf jeden Fall, das wäre mal ein Erlebnis, sich da klein machen zu lassen und da mal durch den Boden durchzulaufen. Ich glaube, das wäre eine ziemlich furchterregende Sache, wenn ich mir das so richtig überlege. Also bleib mal lieber groß. Aber ist, glaube ich, einfach mal interessant, sich zu überlegen, wie das dann so wäre, wenn man da im Boden drin wohnen würde. Und da damit, Servus. Das ist wieder ein klares Video her. Aber wenn das gefallen hat, kannst du unten irgendwo draufklicken und auch den Kanal nicht vergessen zu abonnieren. Allah, mach's gut.